kleiner Bub teilt sein Mittag mit über 5000 Menschen. Und alle haben genug bekommen. Kannst du dir das vorstellen? In dieser Zeit, wo Jesus auf dieser Erde gelebt hat, hat er viel Wunder vollbracht. Er wollte zeigen, dass er alle und alles brauchen kann, um uns Menschen zu versorgen. An einem wunderschönen Tag haben ganz viele Leute Jesus zugelassen. Er hat von Gott erzählt. Jesus hat so lange erzählt, dass sie sogar die Nacht einfach vergessen haben. Aber jetzt haben alle ganz fest Hunger gehabt. Die Freunde und Helfer von Jesus, wir haben ihnen Jünger gesagt, haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Einer hat zu Jesus gesagt: Hey, Jesus, all die Leute, die haben langsam Hunger. Ja, ich habe selber einen Bärenhunger. Ja, gell. Es wäre Zeit für etwas zu knabbern. Also gut, dann geben doch diesen Menschen etwas zu essen. Was? Wir? Wir haben ja mal kein Essen für so viele Leute. Ja, genau. Wer hätte gedacht, dass so viele Menschen werden kommen und erst noch so lange bleiben? Ja, so haben die Jünger reagiert. Sie haben nicht gewusst, wo sie für so viele Leute so viel zu essen herbekommen. Und es hat auch kein Migros oder Coop gegeben. Kein einziges Lädeli hat sie in der Nähe gehabt. Da ist plötzlich ein Bub zu diesen ratlosen Jüngern gekommen und hat mit ihnen angefangen zu reden. Excuse, seid ihr da am Diskutieren wegen einem Mittag für all die Leute? Ja, warum meinst du? Ich hätte noch ein Picknick dabei, 2 Fische und 5 Brot. Das könntet ihr gerne brauchen. Ja, das reicht aber leider nur für dich und vielleicht noch gerade für mich. Aber sicher nicht für die tausenden Menschen, die hier sind und so fest Hunger haben. Das ist mir gleich. Ich habe einfach gedacht, ich möchte mein Picknick gerne teilen. Der Bub hat alles, was er hatte, Jesus gegeben und hat richtig entschieden. Er hat sich nicht gefragt, ob das für Jesus gut genug wird sein. Er hat einfach alles, was er hatte, gegeben. Du musst nicht alles perfekt können und viel haben. Jesus kann aus dem, was du hast, sei es aus deinem Besitz oder aus deinen Talenten und Fähigkeiten, ganz viel machen. Wichtig ist, dass du Jesus vertraust, dass er Wunder tun kann und aus wenig viel machen kann. Genau so ist es passiert. Jesus hat die 2 Fische und die 5 Brote genommen und hat Gott im Himmel für das Essen gedankt. Vater im Himmel, danke vielmals für das Essen. Und dann ist etwas Erstaunliches passiert. Das Essen ist nicht ausgegangen. Immer wieder hat es neue Fische und Brot im Korb gegeben, bis alle genug hatten. Ein richtiges Festmahl. Jesus hat das Picknick vom Bub gebraucht, um Tausende von Menschen zu verpflegen. Ein Wunder, das zeigt, dass Jesus aus ganz wenig ganz viel machen kann.